Hier ist drin Naphthalin bzw. Petroleum, Salpeter und Schwefel. Jetzt machen wir mal den Test. Es funktioniert. Die Flüssigkeit brennt wie Zunder. Also der Vorteil von der Flüssigkeit war eigentlich, dass es sehr schwer zum Löschen war. Mit Wasser eigentlich überhaupt nicht, wenn dann nur mit Sand. Sand haben die selten mitgeschleppt, Wasser war auch nicht überall erreichbar. Also es war fast nicht löschbar, diese Geschichte. Während sich Saladins Truppen für Jerusalems Verteidigung rüsten, befindet sich der Sultan im Zwiespalt. Die Situation in Akkon, wo Richard Löwenherz 3000 muslimische Geiseln in seiner Gewalt hat, bereitet ihm große Sorge. Einerseits leidet er mit den gefangenen Landsleuten, andererseits will er sich von Löwenherz nicht erpressen lassen. Schweren Herzens verzichtet er darauf, Lösegeld zu bezahlen und bereitet sich stattdessen auf den Vorstoß der Franken nach Jerusalem vor. Meister Bahadin zeigt mir eine weitere Waffe, mit der wir die Franken bekämpfen können. Es ist ein schwarzes Pulver, das, wie er sagt, noch viel gefährlicher ist als Brandtöpfe. Dieses Pulver soll gefährlich sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Um Gottes Willen. Dieses Pulver kommt bestimmt aus der Hölle. Aber wie sollen wir es gegen die Franken einsetzen? Dir nichts passiert ist. Ich habe dich gewarnt. Sei vorsichtig. Das ist ja ein Teufelszeug. Der Meister erklärt mir, dass er eine Konstruktion entwickelt hat, die mit Hilfe des Pulvers fliegt. Dieser Feuerpfeil wird auf die Gegner abgeschossen und soll einen Nahkampf vermeiden. Können wir verhindern, dass wir mit dem Feind in einen Nahkampf verwickelt werden. Pitrotta testet auch diese mittelalterliche Waffe. Hier haben wir jetzt die osmanische Rakete. Das Ding ist also mit Schwarzpulver gefüllt worden. Dann hat man einen Treibsatz reingebaut und hat das versucht, also möglichst weit wegzuschießen. Das Ding im Original war wesentlich größer, aus Metall, muss irrsinnig schwer gewesen sein. Also ich glaube, es ist nicht sehr weit geflogen. Und wir machen jetzt einfach mal einen Versuch, ob das Ding überhaupt abhebt. Das Modell aus Styropor hebt zwar ab, zeigt aber eher schlechte Flugeigenschaften. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche, ähnlich wie bei den Feuerwerksraketen, die wir für Silvester haben. Das heißt, man hat hier den Raketenkörper, dann einen Treibsatz, der ist mit Schwarzpulver gefüllt. Hier unten ist eine kleine Öffnung, das gibt dann die Düsenwirkung, sodass der Strahl gebündelt wird. Hier haben wir die Zündschnur, über die wir das vorhin angezündet haben. Und hier ist nochmal ein Stecken, damit die Ballistik stimmt, das Ganze, weil ohne den Stecken würde das Ding nur irgendwo kurz hochgehen und gleich wieder wahrscheinlich auf den Boden zurückfallen. Dasselbe ist eigentlich hier bei der osmanischen Rakete, nur die war halt, glaube ich, so schwer, dass der also nicht sehr viel weiter geflogen ist als wie dieses Modell hier. Neben Brandtöpfen und Raketen entwickeln muslimische Techniker bereits im 14. Jahrhundert einen Kampfpanzer. Der Rambock bricht Festungstore und Mauern auf. Die Krieger im Inneren des Wagens sind vor Angriffen durch Brandtöpfe und Pfeile geschützt. Obwohl Saladin mehr Truppen und Kriegsgerät zur Verfügung hat, kann er die Gefangenen in Akkon nicht befreien. Seine Weigerung, Lösegeld zu zahlen, löst ein weiteres Massaker aus. Richard Löwenherz lässt die 3000 Geiseln enthaupten und beschließt, Saladin in Jerusalem anzugreifen. Einige Kilometer vor den Toren der Stadt muss sein Tross anhalten. Richard ist krank geworden. Sein Arzt ist hilflos. Er kann dem König nicht helfen und übergibt ihn in Gottes Hand.
Es gibt aus der Zeit der Kreuzzüge tatsächlich einen Erlebnisbericht eines arabischen Arztes, der die Anwendungen eines christlichen Arztes erleben durfte. Dieser arabische Arzt wurde auf eine christliche Burg gerufen, weil es dort einige Krankheitsfälle gab, und durfte dann Zeuge werden, wie einer Frau, die offensichtlich geistig gestört war, die Haare abrasiert wurden und in die Kopfhaut ein Kreuz geritzt wurde, um auf diese Art und Weise eine Geisteskrankheit zu heilen. Während man in Europa noch versucht, Krankheiten mit Magie oder Gebeten zu heilen, führen arabische Ärzte schon komplizierte Operationen an Kranken durch. Ihre anatomischen Kenntnisse des menschlichen Körpers erlauben ihnen medizinische Eingriffe an Knochen und inneren Organen. Außerdem entwickeln sie zahlreiche mechanische Geräte, die bei der Untersuchung von Kranken helfen sollen. Das ist ein Gerät zur Bestimmung der Blutmenge nach dem Aderlass. Das ist nachgebaut worden nach einer Handschrift um 1200 herum. Man würde das Blut in diese Schale füllen. Das mache ich jetzt hier mal mit Wasser. Dadurch würde das Blut in den zylinderförmigen Behälter gelangen, in dem sich ein Schwimmer befindet. Und dieser Schwimmer bewegt jetzt diese gesamte Apparatur, indem er steigt. Die beiden Figuren auf der Deckplatte dienen dazu, die Patienten zu unterhalten, aber auch, um die abgegebene Blutmenge anzuzeigen. Ich verstehe das nicht. Der Frankenkönig Richard Löwenherz ist krank und wir sollen ihn behandeln. Ist Sultan Saladin verrückt geworden? Meister Bahadin weiß, was los ist, will es mir aber noch nicht sagen. Ausgerechnet unseren größten Feind sollen wir heilen. Ein Gastgeschenk hat der Sultan uns auch noch mitgegeben. Was bezweckt er wohl damit? Obwohl sie im Frankenlager auf unsere Ankunft vorbereitet sind, bin ich gespannt, wie uns die Ungläubigen empfangen werden. So nah war ich ihnen noch nie, unseren Gegnern. Die Kreuzritter begegnen uns sehr kühl. Ich spüre unterdrückte Feindseligkeit. Der König liegt in seinem Feldbett und sieht sehr geschwächt aus. Mein Meister untersucht ihn. Schnell wird ihm klar, an was Richard Löwenherz leidet. Er muss sich falsch ernährt haben. Von dem fränkischen Arzt erfahren wir, dass der König über mehrere Wochen nur getrocknetes Fleisch und kein Gemüse und Obst gegessen hat. Der Meister beruhigt den Fräst und macht ihm klar, dass der König bald wieder gesund wird, wenn er genug frisches Obst bekommt und in sauberer Umgebung gepflegt wird. Während es im islamischen Kulturraum im 10. Jahrhundert üblich war, dass die Häuser eigene Wasserzu- und Ableitungen hatten, dass man täglich in ein Badehaus ging, um sich zu reinigen, hat man im 10. Jahrhundert in den europäischen Städten angefangen, hölzerne Überschuhe, hochhackige hölzerne Überschuhe zu tragen, damit man trockenen Fußes durch die Kacke in den Straßen wandeln konnte. Das sind die hygienischen Verhältnisse gewesen. Aber nicht nur in den Städten, sondern auch in der Landwirtschaft wurde Wasser gezielt dahin geleitet, wo man es brauchte. Das ist das Modell einer Schraubenpumpe. Und die funktioniert so. Die Strömung treibt dieses Wasserrad an. Das Wasserrad überträgt die Drehbewegung über Zahnräder auf diese Schraube. Und die Schraube, die pumpt jetzt das Wasser auf die Felder und somit kann man größere Wassermassen eben zur Bewässerung mit dieser Pumpe befördern. Ich bin ganz aufgeregt. Ich darf dem ehrwürdigen Sultan so nah sein. Nun weiß ich, warum Sultan Saladin uns zur Behandlung von Richard Löwenherz ins Frankenlager geschickt hat.
Er wollte den Streit um Jerusalem auf diplomatischem Weg lösen. Saladin ist nicht nur ein starker Anführer, sondern auch ein gewiefter Diplomat. Er nutzt Richards Krankheit, um Muslime und Christen einander näher zu bringen. Sein Plan geht auf. Richard Löwen erkennt, dass er Jerusalem nicht einnehmen kann und geht auf Saladins Kompromissvorschlag ein. Jerusalem bleibt in muslimischer Hand. Dafür behalten die Franken die Küstenstädte Jaffa, Akkon und Tyros. Saladins Plan führt zur ersten friedlichen Annäherung zwischen Muslimen und Kreuzfahrern in der Geschichte. Nach zweijähriger Belagerung zieht das Kreuzritterheer im September 1192 aus Palästina ab. Nun scheint der lang ersehnte Frieden da zu sein. Aber ich kann mich nicht darüber freuen. Meister. Denn mein Meister ist sehr krank. Er ringt mit dem Tode. Ein letztes Mal schenkt er mir sein Vertrauen. Der Meister trennt sich von seinem größten Schatz. Er übergibt mir das Buch mit den wissenschaftlichen Aufzeichnungen unserer Gelehrten. Kurz vor dem Tod ernennt er mich zu seinem Nachfolger. Meister, was soll ich denn nur ohne dich tun?